Hallo zusammen, und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet am Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch. Und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier gerade mit dem Franklin unterwegs. Wir haben hier ja zum Franklin runtergeswitcht, weil wir ja mit dem Michael und mit dem Trevor Madrazo, seine Frau, Patricia heisst sie, glaube ich, oder? Ja, Patricia. Bin mir nicht ganz sicher, haben wir ja entführt. Und wir gehen jetzt einmal zum Devin runter. Wir haben ja gesagt in der letzten Folge, wir machen dann die Mission beim Devin. Wir könnten jetzt aber auch noch zum Michael gehen, weil die Mission habe ich jetzt auch noch bekommen dort, in der Zwischenzeit, wo ich schon die Kamera wieder gestartet habe, beziehungsweise auch die Aufnahme neu gestartet habe. Ist aber nicht so interessant, weil dort sagt er einfach nur, oder die Leute nur Michael an und sagt dann so, ja hey, aber ich bin da gerade momentan im Dings oben, in der Wüste aussen, weil wir ja da im Madrazo seine Frau gekidnappt haben, und darum machen wir das noch nicht jetzt. Wir gehen jetzt mal zum Devin runter. Machen wieder so eine Automission, wo wir wieder ein Auto organisieren wahrscheinlich. Oder es wird wahrscheinlich so sein. Das ist ja das Filmauto jetzt, glaube ich. Oh! Manchmal geht es einfach nicht. Ich drücke jetzt und eingelenkt, fährt einfach nicht um Kurve rum. Oder einfach so hure. What the fuck, was hat er gesagt? Trödel nicht um oder was? Ja, manchmal sieht er auch nicht so gut um Kurve rum. Aber ist ja auch egal. Also wir holen jetzt Job wurde erledigt. Hä, okay. Wieso auch immer. Ja, wir gehen jetzt hier mal zum D führen. Das ist eben das Filmauto, das wir klauen, das James Bond Auto. Und dann machen wir die Mission noch. Und dann haben wir, glaube ich, so fast schon alle Autos gemückt, glaube ich. So wie ich weiss, wir sehen es jetzt gerade. Hey Molly, I'm outside the studio. Alright, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it, so you could get in wardrobe and play the part, or try something else. Alright. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, dann machen wir doch. Finde den Schauspieler. Das ist eigentlich ja nicht so eine schwere Mission. Genau, mal den Helm abziehen vielleicht. Oh, huch. Hauptsache weiss er gerade, dass ich ihn abschlagen will. Was ist das für eine Logik? Hätte auch können sein, dass ich vielleicht einfach einmal vorbeisäckeln. Ja, wir haben ein bisschen Blut oder Sachen dran. He? Aber das ist, weil wir gerade vorne auf die Schnauze geflogen sind. So. Also dann gehen wir jetzt zum Filmauto. Mücken das. Düsen ab. Das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Where the hell is Brandon? Jesus! Are you gonna find him? Insurance didn't sign off on this guy. Get him out! Oh shit! Holy guacamole! Wann ist die Animation, dass sie so in die Knie runtergehen? Haben sie das mal reingepatcht? Ich könnte schwören, das war nie drin gewesen. Oh, die lenkt noch. Oh, hör auf, Frau. Hör mal auf, die Steuerrad reinzulenken oder reinzulangen, ey. Ah! What do you mean, the whip? I could buy this car with what I make in a morning. Shit, man, he ain't coming back. I think you underestimating the value of this automobile, or overestimating your own talent. Shit, sorry about that. I think you're underestimating what I get paid. Ah, hör auf schiessen. Shit, I should sack my agent. Yeah, shit. Give me control of the car, come on! Damn, what's this button do? Tschüss, Lady. Ah, jetzt ist auch wieder Dings.
Darum war auch nicht Ego-Perspektive wegen dem. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich nicht in der Mr. Ego-Perspektive. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. 'Cause I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okay. Ja gut, wir müssen jetzt so nur noch reinfahren. Wir sind zum Glück gerade in die richtige Richtung gefahren. Hallo, mach den Motor auf. Dankeschön. So. Oh, der Typ, ey. You're developing quite the Monroe müssen wir noch holen. Sehen wir dort hinten. companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge, shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right Man, there. look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Gut, also, wir haben die Mission bestanden. Logischerweise auch wieder nur Silber geholt. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt noch in dieser Folge zum Michael. Weil das ist aber, glaube ich, nur eine Zwischensequenz und keine richtige Mission, soviel ich weiss. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weil sonst ist die Folge auch ein bisschen zu klein. Voilà. Ah, oh mein Gott, er will das Auto holen. Leute da. Weg von da. Oh, mal über den Hof reingerollt, man kennt's. So, also wir gehen jetzt mal zum Michael und dann will man sagen, wir sehen uns gerade, wenn wir beim Michael ankommen sind, bei seiner Hütte. Oh, wir sind da! Oh mein Gott! Okay, wir sind jetzt gerade angekommen. Gehen wir da mal schauen. Das Tor von Michael hat auch auf, ja, aber wir wissen ja, dass er nicht da ist. Gucken wir mal. Where you at, man? Your house is empty. Hey, I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife. No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, Beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but
I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Merryweather. Those assholes Big again. cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Now watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip. So, also gut, ich habe so einen Verdacht, welche Mission das ist. Das ist glaube ich da, wo wir mit dem kleinen Flüger in einem grossen Flüger hinten nachfliegen. Das ist jetzt ein paar Mal Flüger gewesen, ich weiss in dem Satz, aber ich glaube, das ist die Mission. Und die werden ziemlich lang, dann müsst ihr jetzt einfach nachher schon kurz, bevor die Mission startet, schon eine neue Folge starten. Weil das Problem ist nicht, ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt das noch anschliessen und dann eine riesige Folge daraus geben. Das Problem ist mehr wegen der Facecam, weil die Facecam, die ich habe, ist eine Videokamera, die eben nicht unendlich lang aufnimmt, sondern immer nur 26 Minuten lang und dann nachher abbricht. Und das wäre doof, dann, wenn halt einfach da plötzlich die Kamera weg ist. Darum mache ich das jetzt schnell kurz so, bevor dass wir in den Flüger dann davon gehen, tun wir schnell dann die neue Folge starten. Also beziehungsweise, wir sagen es mal so, hoppla, ein Hund, wir fahren oder wir fliegen dann in der nächsten Folge los. So, geht rüber. So. Ich schauen, ob es wirklich die Mission ist. Und ich meine, ja, es ist die Mission. Okay, gut. Also, passiert, würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Es geht gerade weiter in der nächsten Folge, dann, beziehungsweise wenn ihr live zuschaut, dann nachher geht es dann morgen weiter oder übermorgen weiter, je nachdem, wie schnell ich die Folge aufladen. Und ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.